Über die No-Billag-Initiative? Da hat noch nie jemand darüber geredet, nein. Ja, jetzt habe ich gerade Billag gezahlt. Sie 451 haben wir. Ja, meine Damen und Herren, das habt ihr richtig gesehen. Heute redet ein junger Mann mit fettigen Haaren über die No-Billag-Initiative. Die Faktenlage ist ja wahrscheinlich klar. Wenn das nicht der Fall sollte sein, dann ist unten in der Beschreibung ein Link, wo euch das Ganze sehr, sehr gut erklärt. Aber ganz grob geht es bei der No-Billag-Initiative darum, dass Radio- und Fernsehgebühren in der Schweiz komplett abgeschafft werden. Ich wollte eben gar nicht mehr so richtig über die Argumente und über die Fakten reden, weil die sind schon 100.000 Mal durchgekommen, so wie das Tagesprogramm von 3+ zum Beispiel. Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. Die No-Billag-Initiative erinnert mich so ein bisschen an den Bitcoin-Hype im November bis im Januar. So ein bisschen. Anfangs November, also am Anfang von dem Bitcoin-Hype, sind alle so gewesen, oh shit, der Kurs, der steigt bis ins Unendliche. Und wie der Hype um Bitcoins ausgesehen hat, ja, ich kenne vielleicht Bitcoin. I am saying to so many people who said that this was going to be a con artist game, that this was going to be a scammer game. Hey, you're going to lose all your money. My wife still doesn't believe in me. Ja, der Carlos hat es nicht gewusst, aber er ist ein armer Tropf, hat nämlich jetzt absolut kein Geld mehr. What? Und so wie die Leute dann zumal im Carlos und im BitConnect und im Bitcoin irgendwie vertraut haben, geht es der Schweiz jetzt auch. Nur mit dem Unterschied, dass die Schweiz ist nachher gerade biegen. Bis jetzt habe ich nie so richtig gespürt. Desra hat eine Natürlichkeit, die mich fasziniert. Sie hat ein Charisma, das man selten bei jemandem findet. Ja, komm jetzt! Du hast nicht mehr als 400 Stutz zahlen für ein SRG, das du sowieso nicht schaust, oder? Doch, da habe ich Bock drauf, weil er hat schon Bock drauf, dass deine Mitbürger aus der ganzen Schweiz, zum Beispiel aus der italienischen Schweiz oder die Rätoromanen, absolut gar kein Medienangebot mehr haben, oder wie? Ja, aber weißt du, der freie Markt ist ja noch immer noch, der freie Markt kann das lösen, oder? So wie es Amerika. Ah ja, auf jeden Fall, stimmt, ja. In der rätoromanischen Schweiz gibt es ja ungefähr 75 Leute und dort lässt sich also wirklich mad Cash verdienen, Alter. Ja, aber weisst du, ich will nicht zahlen für etwas, das ich nie schaue, oder? Ah ja, logisch, ja, das verstehe ich, ja. Aber dann kannst du das Abonnement kaufen, zum Beispiel für alle kleinen Sportevents. Weil dann schlussendlich das Schwingfest doch teurer kommt, als einfach die Bilaggebühr zu zahlen, oder? Stimmt, da hast du doch noch recht. He. Danke vielmals fürs Aufklären. He. And the Oscar goes to... Der Pumpkin. So, aber jetzt der Spaß oder das blöde Rollenspiel erstmal beiseite. Jetzt erstmal ein kleiner Vergleich. Ich hätte ja vorher gesehen, der Carlos von Bitcoin. Ja, so lustig wie der Carlos, da kommt wahrscheinlich in der Schweizer Politik in der nächsten Zeit niemand. Jemand ist aber ziemlich nah dran gekommen. Und zwar der SVP-Nationalrat Roger Köppel, auch Chefredakteur bei der Weltwoche. Er hat etwas gestartet, für in der SRG ein bisschen Konkurrenz zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen, Weltwoche Daily, die andere Sicht. Die andere Sicht, ja, der Roger hat auch bei sich im Hintergrund eine andere Sicht. Dort hat er nämlich nicht irgendwie ein Schweizer Fernsehformat, sondern dort läuft CNN. In Amerika, dort funktioniert nämlich der freie Markt. Dort sind alle Fernsehsender ganz ausgewogen und neutral. Und vor allem ist es ein riesiges Land mit nur einer einzigen Landessprache. Ja, wenn man das Gefühl hat, dass in einem riesigen Land wie Amerika nicht einmal der freie Markt funktioniert, weil es dort nicht einmal wirklich ausgewogene Berichterstattung gibt, dann ja, okay, aber gut, er macht ja eigentlich auch die Weltwoche, also das kann man nichts sagen. Sodass sie immer im Bild sind, bevor dann die SRG mit ihren zum Teil etwas eingefärbten
einseitigen Sound ihre Sicht der Dinge darstellt. Also Weltwoche Daily, das ist ihr neues, unverzichtbares Nachrichtenformat zur Ausbalancierung der Dauerberieselung, die sie durch unser zwangsgebührenfinanziertes Fernsehen und Radio haben. Ja, genau, das ist super. Ich freue mich, macht jetzt der Roger Köppel News von mir, die ganz ausgewogene News, für das ich Balance bekomme zwischen einem gut produzierten Nachrichtenformat wie der Tagesschau oder einem produzierten Nachrichtenformat, was ich ernst nehmen. Nicht so wie ich zum Beispiel, ich bin auch hier im Zimmer, aber der Roger sitzt bei sich im Zimmer, bei sich auf dem Schreibtisch, steht ein riesen Puff, hat noch seinen Kaffee, hoffentlich verbrennt er sich nicht dran. Ja, ich hoffe, es sei gegangen. Und er höckelt dort und erzählt über die Weise, oder was? Und will damit der SRG Konkurrenz machen, oder? Ich komme nicht aus. Im Anschluss hat er noch ein kleines Interview mit dem Erik Guyer, mit dem Chefredakteur von der NZZ, und dann am Ende macht er das hier. Wir wissen, in der Politik gibt es immer eine Alternative und Bundesrat und Parlament hätten eben ihre Hausaufgaben machen sollen, dann würden wir jetzt nicht in dieser Situation stehen. Ja, sehr gut. Herr Guyer, ich muss weitergehen. Die Regie sagt mir, die Zeit ist aufgebraucht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Ausführungen. Mal sehen, was herauskommt am 4. März. Also ich weiß wirklich nicht, was der Roger vorhat mit dem Nachrichtenformat, weil es ist offensichtlich kein Witz, weil er hat das Ganze dann durchgezogen über mehrere Wochen jetzt, aber es kommt mir vor, fast wie eine Parodie, wie ein Witz auf das Ganze und nicht wie etwas, wo man ernst nehmen sollte, weil er lacht ungefähr durch die ganze Berichterstattung durch. Weltwoche Daily, das ist ihr neues, unverzichtbares Nachrichtenformat zur Ausbalancierung. Noch kurz etwas zwischen uns. Das Lachen ist ihm leider vergangen, wahrscheinlich in der letzten Zeit, weil hat er vielleicht gesehen, im Hintergrund hat er ein Patriots Football und Patriots, der Super Bowl, ja, da ist kläglich verloren. Ein paar Tage später und noch näher am Abstimmungstag, mein Video hat eigentlich gar keinen Sinn mehr, dass ich das noch bringe, oder? Nein. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, obwohl es so ein bisschen random war mit dem Bitcoin-Vergleich zu der No-Billag-Initiative mit dem Roger Köppel. Aber ich hoffe, ihr hättet trotzdem ein bisschen ernste Message von dem Video irgendwie übrig bekommen. Und wenn ja, dann ja, kein Plan, lasst ein Like da oder so, oder geht abstimmen, wisst ihr nicht was, wenn ihr 18 seid. Und tschüss! Was kann man noch machen? Ah ja, stimmt. Abonniert den Kanal für pointierte und ausgewogene Berichterstattung. Media Show. It's